wir berühren uns, aber es ist kein Gewicht. Wir spüren kein Gewicht voneinander. Okay? Jetzt. Der Trick ist das. Mein Kopf, ich habe diese Bewegung. Wenn ich nach vorne lehne, ich stelle mir eine unsichtbare Wand hier und was werde ich spüren? Mein Gewicht. Okay. Aber ich spüre mein Gewicht durch Betkas Gewicht. Okay? Und für Betka ist das Gleiche. Sie hat eine unsichtbare Wand hier, wie eine magnetische Wand. Und sie spürt aber ihr Gewicht durch diese Wand. Und ihr Gewicht bin ich. Wenn ich denke, das ist Gewicht von Betka, es kann auch funktionieren, aber es ist nicht wiedergespielt in mir. Ich muss selbst mein Gewicht spüren. Das ist mein Konzept. Und wir sollten ein bisschen in diesem Konzept ein bisschen schwimmen und tauchen. Okay, jetzt haben wir das gemacht. Ich bringe jetzt auf diese Beine, aber ich gehe auf die andere Seite und ich halte nur diesen Kontakt, wie vorher immer mein Gewicht ist, aber nur mit einer Hand. Und bitte, es ist nicht hier, es ist hier immer in meinem Kopf. Das ist schwierig, aber es gibt ein paar Übungen, die wir werden machen, um das zu sensibilisieren. Und für Betka ist es gleich. Nicht hier, aber hier drinnen. Okay, wenn ich jetzt gehe mit diesem Impuls, ich konnte sie hier loslassen und das ist nicht das. Okay, hier, ich kann in diesem Moment loslassen und die Betka werde hier kreuzen. Jetzt, ich brauche nicht mehr, weil Betka ist mit zwei Beinen auf dem Boden. Ich brauche keinen Kontakt mehr. Oder das haben wir so gemacht, dass ich bin hier weitergegangen und die Energie ist es hier gelöst in ihre Rotation. Okay? Wie kann die Frau wissen, wann sie rotieren sollte oder wann sie kreuzen sollte? Ja, das ist sehr leicht zu antworten. Diese Hand, es ist eine Bestätigung für die Position für die Frau und ich will mit dieser Hand eigentlich bestätigen, dass sie dorthin geht. Das heißt, meine Hand, stell dir vor, dass es hier eine unsichtbare Betka ist. Betka ist unsichtbar. Und ich mache diese 3, bleib mit mir, gehe weiter und weiter hier. Das heißt, Moment, das ist so. Betka, bleib mit mir, das ist die Projektion von meiner Brust. Ich mache hier, ich lasse diese Hand frei. Sie hat jetzt eine Projektion, dass sie kann drehen. Und das bleibt konstant hier, bis sie dreht. Und dann ich brauche diese Kraft nicht mehr, es ist gelöst. Aber Betka hat eine Bestätigung, es ist in die richtige Richtung. Das heißt, ich bestätige einfach die Richtung. Ich führe sie nicht mit dieser Hand, aber ich bestätige. Also der Motor ist der Kontakt auf der Seite. Bitte, Kameramann, die Hand hier. Schau, hier diese Hand. Ich bestätige die Position. Es erlaubt mir mitzurotieren in die neue Richtung. Okay, im Gegensatz dazu. Die andere Sache, ich will die Frau jetzt kreuzen. Ich werde die Energie plötzlich unterbrechen und eine Vakuum entsteht. Und diese Hand wechselt überhaupt nicht die Richtung. Das heißt, die Frau bleibt immer mit mir. Hier. Schau, ich bin da und immer da. Es ist immer mit mir gewesen. Und trotzdem, ich zwinge sie nicht, in dieser Hand zu bleiben. Plötzlich Betka will anders machen, sie versteht nicht diese Führung, ich zwinge sie nicht, diese Hand nicht also es ist kein Druck von der rechten Hand, es ist nur Präsenz. Die ganze Kombination hat so ausgesehen, aber es war nur ein Beispiel. Das sind 4, 3, 4. Und dann sie kommen wieder nach vorne, wieder diese Aufladung und wieder hier die Bestätigung, es ist alles richtig und hier ist es wieder locker und wir können hier kommen. Okay? Dann, ich komme hier zurück, ich gehe allein und jetzt die ganze Geschichte ist auf die andere Schulter. Vorschau. Und wir sind drauf und dann können wir hier mit einer anderen Technik sie wieder kreuzen. Was wir heute gemacht haben, es ist eigentlich kreuzen mit diesem Kontakt auf die geöffnete Seite von der Umarmung. Natürlich, wir können das Ganze auch nur mit der geschlossenen Seite der Umarmung machen.
Aber es ist total eine andere Energie, total eine andere Technik. Es funktioniert auch hier. Okay? Wir könnten dasselbe hier führen, so mit dieser andere. Das hier, ich lasse los, ich lade mit meinem Körper, ich gebe diese Energie, sie ist da. Jetzt, ich kann das aber nicht wirklich machen. Ich brauche die andere Schulter, ich brauche diese Schulter. Ich konnte hier bringen, okay, das geht auch nicht. Aber es ist mehr ein Jojo-Effekt sozusagen. Okay, wir tüfteln dann nächste Woche an dem weiter, ja? Ja. Danke schön.